Guten Tag, ihr Leid. Da oben waren wir. Und da oben gehen wir jetzt gerade wieder hin. Zack, zack, schnell, schnell. Ich habe keine Zeit. Okay, ich glaube, noch rechts müssen wir gucken, gell? Ja, siehst du, ich hab's so langsam drauf. Folgendes. Wir waren ja eigentlich sehr erfolgreich in der letzten Folge, finde ich. Also bin ich zumindest, ne? Jetzt Moment, wir laufen hier im Schiffslok. So, jetzt bleibt nämlich die Zeit stehen. Jetzt kann ich nämlich ruhig machen, ne? Das ist alles Neue, was wir freigeschaltet haben. Guck mal, was? So, wir fangen mit dem da unten an. Eintrag ansehen. Eine von 3 Nomai, ich nenne es mal Nomai Rettungskapseln, die in unserem Sternensystem abgestürzt sind. Alle 3 Rettungskapseln wurden von einem sogenannten Gefährt ausgestartet, welches stark beschädigt wurde. Die Überlebenden der Nomai, die auf dem bröckligen Krater abgestürzt waren, kletterten die Klippe hinunter in eine Zuflucht unter der Oberfläche. Aha, aha, aha. Ist das doch eigentlich neu, wenn du was Orangenes ist? Komm her. Ja, das ist... Ach so, das ist gar nicht unsere Stadt. Die Statueninsel. Also ich würde halt schon do gern hingehen, ne? Zum Gabbro, wo wir waren. Das ist der Wasserplanet gewesen. Und do halt die Statue Domo genau angucken. Heller Blitz am Himmel. Also da sind wir noch nicht wirklich weiter. Bevor ich da jetzt halt, ich weiß halt nicht, ne, bevor ich da jetzt halt 5 Neue aufmache, was ist das da eigentlich? Waldberg züchtet eine Reihe von Bäumen am Lager. Den Bäumen scheint es gut zu gehen, aber Waldberg war wahrscheinlich schon zu lange allein auf dem Mond. Das ist einfach nur so ein bisschen Info, weißt du? Warte mal. So, das ist Ausrufezeichen da. Mondausguck. Eine Aussichtsplattform mit einem spektakulären Ausblick auf das Sternensystem. Waldberg benutzt hier ein Signaloskop, um die anderen Reisenden im Auge zu behalten. Okay. Hier. Riebeck? Riebeck machte sich auf zum bröckligen Krater, um zu untersuchen, was die Nomai dort am Südpol trieben. So, hier, das Harmonika-Signal, ne? Waldbergs Signaloskop-Logbuch meldet Harmonikamusik von irgendwo auf Holzkamin. Es heißt, sie klingen nach Feldspatz Harmonika, aber Feldspat ist vor Ewigkeit im All verschollen? So. So viel dann zu diesem Thema. Wo gehen wir heute hin? Ich habe vor... Waldbergs Lager. Nee, der Waldberg war der, wo du... Ich würde nur mal gehen auf den Riebeck hieß er, glaube ich, gell? Ja, das ist du aber auch, ne? Riebeck. Bröckliger Krater. Position auf Hard markiert, das mache ich jetzt mal. Und jetzt? Wo ist er dann? Schwerkraft. Signalortungssystem des Auges, 1,1 Kilometer. Ach so. Ja, hopp, ihr Leid. Auf geht's, zack. Hingang, abgehoppt. Die Stadt kriege ich als noch nie, das ist noch das Einfachste. So, jetzt pass auf. Ja, hat er gesagt und stirbt halber. So, jetzt pass auf. Wir fliehen jetzt einfach mal irgendwo hin. Aber nach Möglichkeiten nicht auf den... So. Das Signalortungssystem, guck mal. Oh, da will ich hin, ne? So. Also, meine Idee ist... Blutzwilling. Dass wir jetzt zuallererst mal hingehen und unser ganze Leid suchen, ne? So, Autopilot beendet. Drückt halt, um Geschwindigkeit anzupassen. Ne, schon hier. So. So will ich hier. Und das sieht ja gut aus. Oh. Okay. So, bitte parken. Ich hab so geile, achso, nee.
Abschnallen. Ach so, ich stehe noch gar nicht. Moment. Was? Laber nicht. Ich bin astrein geparkt. Dichte. Wusste ich's doch. Hopp, raus. Ja, es ist... Alter, habe ich schon wohl... What the fuck? Was ist denn das hier? Okay. So, ist irgendwie was. So wacht. Ich versuche... Erst einmal... So, hier. So ungefähr, ne? Okay, also über meinem Schiff drüber. Ich versuche erst einmal mein Leid zu finden. Sozusagen, ne? Das ist ein Drummler, guck. Ah, über das Feuerchen. Einfach mal... Ah, ja, eben. Einfach mal um... Au, ich habe eine Unne gedingst. So. Blub. Hallo. Ah, der Chat. Der Chat, der Schnitt. Donnerwetter, du bist es. Hallo. Ich nehme an, der erste Start verlief gut. Willkommen auf den Sanduhrzwillingen. Vorsicht mit dem Sand. Was führst du hier im Schilde? Hornfels bat mich darum, unsere Sternkarten zu aktualisieren. Deshalb beobachte ich hier draußen die Sterne. Weißt du, hier ist der beste Ort im ganzen Sternensystem, um astronomische Ereignisse zu entdecken. Merkwürdig finde ich nur, dass ich heute eine Reihe von Supernovas gesehen habe. Normalerweise bin ich schon froh, wenn ich nur eine am Tag sehe. Acht mal auf die Sterne und vielleicht siehst du selber eine. Nur raus. Was kann ich für dich tun? Ich habe was gefunden. Schieß los, was gibt's? Ich habe deine Notiz über den Hauptkrater auf dem Abraumfels gesehen. Aha, nicht im Ernst. Ich hoffe, sie war nützlich. Ich habe sie nicht wirklich gesehen. Der Planet, den ich meine, ist möglicherweise komplett durchgefroren oder besteht zumindest teilweise aus Eis, so wie die Untiefen der Riesen, aber noch kälter. Das lässt sich nur schwer sagen. Es war eines der 5 Planeten in unserem Sternensystem. Sicherlich hast du bemerkt, dass heute kein solcher Planet mehr existiert. An seiner Stelle kreisen heute Schwarzdorn, der, wie soll ich sagen, an die Stelle gewachsen ist, wo früher der 5. Planet lag. Richtig, Schwarzdorn erschien im Kern des 5. Planeten und begann, ihn von innen heraus zu zerstören. Schlussendlich zerbarst der Planet und die Bruchstücke wurden ins All geschleudert. Einige der Bruchstücke kollidierten mit anderen Himmelskörpern in unserem Sternensystem. Darunter auch dem Abraumfels und ich glaube, so entstand der riesige Krater dort. Ich will noch ein bisschen weiterreden. Ich möchte dir eine Frage stellen. Wie erkenne ich, ob ich eine Supernova entdeckt habe? Für das bloße Auge sehen Supernova wie extrem helle Sterne aus, aber wenn man sie sich mit einem Signaloskop aus der Nähe betrachtet, erkennt man schnell, dass es sich um eine extrem starke Explosion handelt. Riesensterne werden zu einer Supernova, wenn sie den Großteil ihres Wasserstoffvorrats aufgebraucht haben, also am Ende ihres Lebenszyklus. Deshalb ist es merkwürdig, dass so viele an einem Tag zu sehen. Ah, doch, ich hab's, jetzt fällt mir wieder in, was ich schon gelesen habe. Okay. Ich frage mich, ob einige der Sterne älter sind, als wir angenommen haben. Also, was kann man noch? Was machst du hier so? Momentan dokumentiere ich die Sterne. Hornfels hat festgestellt, dass unsere Sternkarten veraltet sind und mich gebeten, die Daten zu aktualisieren. Ich sage das bloß nicht den anderen, aber manchmal habe ich das Gefühl, dass sich hier draußen außer mir niemand ernsthaft für wissenschaftliche Arbeit interessiert. Am besten behältst du das auch Hornfels gegenüber für dich. Ich glaube, Hornfels weigert sich schlicht, der Wahrheit ins Gesicht zu blicken. So. Gibt es hier irgendwas Interessantes zu entdecken? Um ehrlich zu sein, habe ich den Seegrund bisher nicht verlassen. Ich will auch nicht prahlen, aber ich kann wirklich gut mit dem kleinen Scout umgehen. Deshalb habe ich Bilder von allen möglichen Dingen in der Umgebung meines Camps gemacht. Hast du das alte Schiffswrack auf der Südhalbkugel vom Glutzwilling gesehen? Das Ding, das diesen hellen Lichtstrahl in den Himmel schießt. Das ist keines von unseren abgestürzten Schiffen, überraschenderweise. Nein, das ist ein Schiff der Nomai. Überall auf den Zwillingen findet man Ruinen der Nomai, aber seltsamerweise nirgendwo eine Siedlung. Glaub mir, wenn man eine finden könnte, ich hätte das schon längst mit meinem kleinen Scout getan. Wo lebten sie also? Nicht auf der Oberfläche, so viel steht fest. Glutzwilling ist von unzähligen Höhlen durchzogen. Vielleicht liegt die Antwort unter der Oberfläche verborgen? So. Wie gefährlich ist der riesige Sandfall? Hoppala. Auf einer Skala von 1 bis tot gebe ich ihm eine 7 oder 8. Nichtsdestotrotz ist er einfach wunderschön.
Gegenwärtig fließt der Sand von Zwillingsasche nach Glutzwilling. Aber wusstest du, dass sich der Prozess nach einer gewissen Zeit umkehrt? Niemand ist sich ganz sicher, warum der Sand zwischen den Zwillingen hin und her fließt. Aber es scheint ein natürliches Phänomen zu sein. Sorry, ich muss gerade ganz best Luft holen. Oh. Wenn du etwas Spannendes sehen willst, solltest du dir den anderen Zwilling anschauen, sobald etwas mehr Sand von ihm abgeflossen ist. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein. Ist das wie so eine Art Sand? Wird die dann rumgedreht? So. Ich wollte einfach nur Hallo sagen. Pass auf den Fall Sand auf, ja? Ich muss mich selbst schon ein paar Mal ausgraben. Das ist nicht annähernd so lustig, wie es sich anhört. Okay, was haben wir schon noch? Was führst du hier im Schilde? Hornfels bat mich darum, unsere Sternkarten zu aktualisieren. Deshalb beobachte ich hier draußen die Sterne. Weißt du, hier ist der beste Ort im ganzen Sonnensystem, um astronomische Ereignisse zu entdecken. Ah, na, das hatte man schon, guten Tag, tschüss. So. Kann ich da eigentlich? Ne, da komme ich wahrscheinlich nur im Raumschiff hin. Ist dann... Gehen wir natürlich hin, ne? Das ist das Ding, was ich da aktiviert habe, ne? Aber ich will mich hier natürlich noch ein bisschen umgucken. Ah ja, Taschenlampe habe ich irgendwo. Da. Gibt es irgendwas Interessantes hier? Treppe. Ah, guck mal, da unten ist Schrift. Was ist dann das für ein Signal? Wie kann ich nur die Frequenz ändern? Ah ja, du. Das habe ich vorhin gebraucht, dann habe ich nicht gemacht. Höhlensplitter, Quantenfluktuation, was auch immer das bedeutet. Okay. Alles klar, du Quantenfluktuation, alles klar mit dir? Oder? Ja, ich bin schon dabei. Zu nah am Zielobjekt. Ah ja, hier. Melore. Freunde, wenn ihr eine Spur von Koleus findet, dann sagt mir bitte umgehend Bescheid. Er ist einfach spurlos verschwunden während unserer Forschungsreise und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Wo ist der junge Koleus verschwunden? Er verschwand in der Höhle am Grund des ausgetrockneten Sees am Nordpol. Es geschah unglaublich schnell und ohne jegliche Anzeichen. Ich habe mich von Koleus weggedreht, um eine Probe zu untersuchen, und als ich mich wieder umdrehte, war er einfach verschwunden. Er hat nur eine begrenzte Menge an Atemluft bei sich, Anona. Ich mache mir große Sorgen um ihn. Hypothese. Wir werden mehr erfahren, wenn wir die Seegrundhöhle am Nordpol untersuchen, wo Koleus verschwand. Bitte beeilt euch mit der Suche, meine Freunde. Wir dürfen keine Zeit vergeuden. So, dann gehen wir, hoppala, diesen Ast hier weiter nach. Melore. Ein paar Leute aus der sonnenlosen Stadt sind hier, um euch bei der Suche nach Koleus zu helfen. Kannst du uns mehr über die Expedition erzählen? Du hast meinen tiefen Dank, Bur. Koleus und ich haben die geologische Beschaffenheit der Höhle untersucht. Wir hofften, mehr über diese einzigartigen und mysteriösen Banden Felsen herauszufinden, der zwischen verschiedenen Höhlen in der Umgebung hin und her reist. So, ich glaube, das war's. Ja. So. Log aktualisiert, so. Aber was? Huch! Wo ist der Steh? Ach, das ist so ein Beamsteh. Nicht ein Bimssteh, ein Beamsteh. Oh, da geht's noch weiter. Oder sind wir jetzt wieder draus? Nein, wir sind jetzt wo. Ach, das ist der Sand. Das ist der Sand, den die gemeint haben. So, aber ich will da jetzt schnell durch, bevor er mich verwischt. Da gibt's doch irgendwas Cooles. Nee, ist er nicht hingehen. So. Okay. Na, in der Nähe.
Ah, da über das Blaue da wahrscheinlich. Ich gehe mal in die Nähe. Ah, da oben ist der. Wenn ich da hingehe. Ah, naja. Ah ja, guck. Ach, das ist ein Notsignal. Ach, das war vorhin schon ein Notsignal. Okay, was er macht? Ich gehe. Ups. Das sind ihr Schiffe. Das sind die Schiffe von denen. Anona. Wir benötigen die Statusberichte von allen Systemen, aber der Reihe nach. Ist jemand verletzt? Die Passagiere in unserer Rettungskapsel sind verängstigt, aber physisch geht es ihnen gut, Anona. Alle haben den Absturz überlebt. Gut zu wissen, sehr beruhigend. Du hast meinen Dank, Bur. Du hast meinen Dank. Bur, könntest du das Notsignal der anderen Rettungskapseln empfangen? Ich höre beide Signale, die von irgendwo in diesem Sternensystem kommen, aber ich bezweifle, dass eine der anderen Rettungskapseln auf demselben Planeten wie wir abgestürzt ist. Das war eine Rettungskapsel, was wir vorhin entdeckt haben. Und da komme ich immer noch nicht hin. Ich gehe da wieder hin. So. Die Kollision steht unmittelbar bevor. Bereithalten für Aufprall. So. Aha. Okay. Da ist wieder. So. Unter der Oberfläche ist die Hitze der Sonne in diesem System schon erträglicher. Als unsere Rettungskapsel die Oberfläche des Planeten durchstieß, entdeckten unsere Scans ein Höhlensystem mit kühlerer Luft. Anona, ich würde empfehlen, dass wir uns hier unten einen Ort suchen, wo wir eine dauerhafte Zuflucht errichten. Diese Gänge sind allerdings wie ein Labyrinth. Selbst trotz dieser Gefahr bieten sie die besten Überlebenschancen für uns. Wir bilden Gruppen und dringen dann tiefer in die Höhlen vor, um einen Zufluchtsort zu finden. Wir können unsere Fortschritte an den Wänden markieren, um uns nicht komplett zu verirren. Seid bitte alle vorsichtig. Passt auf den Sand auf, während ihr sucht. Es scheint nach und nach mehr zu werden. Okay. So. Notfallausstieg. Auch nicht schlecht. Was ist das hier? Am Ende der Passage haben wir eine gewaltige Höhle gefunden, die vielversprechend wirkt. Ich glaube, dort könnte man eine dauerhafte Zuflucht errichten. Ich gehe mal einfach da weiter. Ich weiß, dass da noch viel, viel mehr waren, aber wenn die sagt, am Ende der Passage hier, dann gehe ich da natürlich mal gucken. Das Ding ist, ich habe halt so das Gefühl, wenn die sahen, der eine Planet zieht das Sand weg und der andere macht eine Truff oder so irgendwie, so Sanduhr-Style, weißt du? Weißt du, da rieselt dann das Sand drin, nicht, dass das dann überfüllt wird oder so. Kann ich mir halt schon vorstellen. Ja, eine Landung muss ich vielleicht noch ein bisschen schaffen. Der Weg zur Zuflucht ist etwas umständlich. Verfolge also genau die Anweisungen. Ah ja, dann sagen wir so doch. Um die Zuflucht zu erreichen, laufe vorwärts bis zu einem Sandfall an der Grube und wende dich dort nach links. Also vorwärts bis nur links. Gehe weiter bis zu einem Raum voller Felssäulen und klettere dort durch eine Öffnung über ihn. Alles klar. Sandfall, das ist hier, dann nur links. Weiter bis zur Säule. Hey, ich bin doch jetzt hier im Kreis gerannt, oder nicht? Ah ja. Ah, da oben. Bumm. Okay. Also ich kann direkt hoch. Okay, ich stehe. So, gut. Scheint es nur in E-Richtung weiter zu gehen. Scheiße. Der Sauerstoff ist gleich weg. Pass auf, wenn du den Abgrund überquerst. Die Brücke, die Meloray und ich gebaut haben, erfüllt ihren Zweck, ist aber nicht sehr stabil. Was ist überhaupt keine Brücke? Ach so.
Was sind wir denn hier? Also, ist die Brücke gewesen? Aha, Moment. Da habe ich noch was über sie. Sobald du auf der anderen Seite bist, suche nach einem Tunnel, der von einem Sandfall verdeckt wird. Folge ihm und du erreichst die Zuflucht. Aha. Wusste ich doch, dass da was zu entdecken war. Da ist er. Hab ich die jetzt nicht? Moment. Da ist der Tunnel. So. Das machst du gut. Du musst nur noch ein kleines Stück weiter nach links gehen, bis du die Zuflucht findest. Dort kannst du dich ausruhen. Beeil dich, bevor der Sand kommt. Okay. Kleines Stück weiter nach links. Ich glaube, der Sand ist schon da. Kann das Sinn? Kack. Ich war zu spät. Nö. Ja, es ist wie ich gedacht habe, so Sanduhr-Style. Das Sand rieselt da gerade drin. Da unten geht's bestimmt weiter. Ah, guck. Sieh ihr das, wie der Sand steigt? Ja, hopp. Zumal ich aber eh zu spät war. Ich habe nämlich keinen Sauerstoff mehr. Ja. Alter, ich hab das nicht so drauf mit dem nach oben fliegen. So. Beziehungsweise... Oh, Kack. Ich hab halt fast keinen Sauerstoff mehr. Also ich bin... Ja. Tot. Ja, genau 22 Minuten. Ast rein, hey. Okay. Wir haben die halbe Stunde noch nicht voll. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gucken uns jetzt, wir gehen nur ins Raumschiff, dann beamen wir unser Jäckscher an, unser Rakete-Ding. Und gucken wir. Alter, immer das Aufwachen, das ist halt schon gruselig, ne? So. Und gucken da mal. Moment, ich sage euch gleich, was ich vorhab. Wir können ja gleich... Nee, das machen wir nicht. So, Anzug anziehen und rausgehen. So, jetzt pass auf. Da unten, ne? So. Das ist Chat. Den will ich aber nicht. Gabro. Wo war dann der aber? Versuch. Alter. Ich mich doch genug. Also irgendwo die Mundharmonika, ne? Der ist da hinten irgendwo. Komm ich denn da hin? Ah. Also das ist kein Höhle. Aber vielleicht. Moment. War doch nicht irgendwo die Höhle? ...265, 64. Ja. Da ist doch diese Höhle da. Nee. Moment, komme ich da noch? Ah. Komm lieber. Ah, guck mal, ich bin oben auf dem Berg. So. Jetzt gehe ich einfach mal die Richtung, wo das herkommt. Einfach mal no gehen. Schneller bitte. Unbekannt 140, okay.
Musst du gucken. Ne, nicht, dass ich da. Moment. Wir haben ja noch Zeit, ne? Noch Zeit, ihr Leid. Was ist das da immer? Es ist ja da immer, ne? Ich renne jetzt einfach außen rum, ne? Ich war noch nie im Südpol, wissen Sie das? Hm. Ich weiß, wo er ist. Okay, die Frage ist erstmal, wo bin ich hier? Ich habe keine Ahnung, wo ich hier bin. Ah, ja, guck. Au. Ich lebe aber noch. Hey, Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechdose ins Weltall. Was machst du noch hier? Ich? Ich habe gesehen, dass etwas über dem Horizont abgestürzt ist und es hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich komme hierher und sehe es mir an. Also, was ist abgestürzt? Ich weiß nicht genau, was es ist. Sieht aus wie eine Art Pflanzensamen, aber sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen. Glaub mir, ich habe früher ziemlich viel erkundet. Glaubst du, dass es aus dem Weltall stammt? Sieht irgendwie aus wie etwas, das vom Schwarzdorn stammen könnte. Was es auch ist, es hat ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich dir ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Merkel und Halt drauf an. Wir sollten uns so schnell wie möglich um diese Sache kümmern und niemand kann eine unerwünschte Pflanze schneller entfernen als die Baumhüter. Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in dem Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um eine Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Tuff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer hierher zu schleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte, und ich stecke nicht einfach meine Hand in so einen unangenehm aussehenden Samen, ohne irgendetwas zu sehen. Kann man leicht einen Arm verlieren. Oder zwei. Alles klar. Also, Scoutwerfer. Schnappschuss aufnehmen. Startmodus. Scout starten. Also. Lauter Donner irgendwie. Ah, guck mal da. Eine Lampe? Oh, was ist das? Oh, er steht irgendwo. Okay, da ist warm oder irgendwas drin. Okay, es kommt von dort drin. Jetzt gehen wir drum herum. Vielleicht schuckt er ja hinten dran, ne? Oh, hopp, scheiß drauf, nimm den mit. Sauerstofftank aufgefüllt, Anzugsleck entdeckt. Drückt halten, um Leck im Anzug zu flicken. Okay. Kann ich schon hinten hingehen? Nee. Ich kann dir nur das Scouten schicken. Ich sah euch, ihr Leid, der huckt dort drin, ne? Ich meine, es ist offensichtlich, ne?
Schnappschussrückansicht, linker Button. Oh, ne. Ah, guck mal, da ist eine. Da ist Wald dort drin. Okay, ich kann jetzt. Wieder hier. Was ist das? Schnappschuss aufnehmen, Kamera drehen. Da ist also irgendwas drin, ne? Aber wie kriege ich denn nicht so Clay? Ohne dass er mich verhackstückelt. Also es ist offensichtlich, dass der Dingens so drin ist, ne? Er hat aber halt Dorne, ich komme da einfach nicht, nee, nur. Hoppala. Sag mal, warum ist so hin eigentlich so wenn ich, warte mal. 0,8 G nur, warum dann das? So, dann hätte man zumindest mal das geklärt. Was ist denn das da? Keine Ahnung. Ja. So, Fehler, doppeltes Signal. Oder ist der doch nicht so drin? Doch, schon. Ich muss jetzt das volle Fellmodell Nuff. Ab. Und noch einmal. Noch einer Nuff. Und noch einer Nuff. Da unten war irgendwo. Ja. So. Sieht schon gut aus, ne? Aber macht uns irgendwann kaputt. Packen wir das? Ah jo, packen wir das. So, jetzt hat aber. Ah, guck mal da hin. Was ist das da hinten zum Beispiel? Da hatte noch nie einer geguckt, was das da ist, oder was? Doch die ja irgendwo sind, oder? Ah, ist doch nicht. War doch was. So, was ist das? Aufzeichnung und Abspiel. Und die Aufnahme läuft. 2 Tage sind seit dem Start des Weltraumsatelliten vergangen und ich sehe mir gerade die ersten Aufnahmen an. Ich möchte festhalten, dass Outer Wilds Ventures an diesem historischen Tag. Ah, sie werden gedruckt, da kommen sie. Die beiden Sternen. Ah so, bei den Sternen sieh sich das eine an. Das ist der bröcklige Krater und da, das ist die Kraterlaterne. Und das sind die Untiefen der Riesen und der Quantummond. Ich bin sprachlos, völlig sprachlos. Jeder einzelne Himmelskörper unseres herrlichen Sternensystems sieht auf jeden dieser 3 Aufnahmen aus jedem Blickwinkel umwerfend aus. Und erst recht in Farbe. Also das ist Kunst. Ich könnte diese Bilder ewig anstarren. Sieht Holzkamee nicht winzig aus im Vergleich zu... Moment mal, was ist das? Das kann nicht stimmen. Das ist, ich meine, das ist doch gar nicht möglich. Interpretiere ich diese Aufnahmen richtig? Noch seltsamer ist, dass es auf keinem der anderen Bilder zu sehen ist. Nur auf diesem einen. Muss wohl eine Fehlfunktion am Gerät vorliegen, nehme ich mal an. Die einzig plausible Erklärung dafür. Capro sollte besser die Linse des Satelliten auf Defekte untersuchen. Okay. Kann ich eigentlich den Anzug ausziehen? Okay, das ist wohl so altes Buch. Altes Dingens da, irgendwie komme ich da drauf. Blub. Ich komme mir irgendwie so vor wie der Herr Ritschwurm, weißt du? Der sei immer so rumgeflogen. Funkturm. Ah, wow. Weltraumfunkwellen, aber nicht schlecht. Quantenfluktuation. Ah, das sind die komische. Oh, das ist ein ganzer Wald. Guck mal dann da hin. Ah, da war nicht was.
es ist... Ja, er bewegt sich weg. Es ist nichts für mich. Oh. Das hier? Lagerfeuer entzünden. Marshmallow rüsten. Ja klar. Hopp. Nee, ist schon in Ordnung. Lesen. Obwohl ich sie schon mindestens 1000-mal überprüft habe, sind die Aufnahmen im Funkturm immer noch nicht zum Ausdrucken bereit. Tja, vielleicht ist das Satellit schüchtern und wartet, bis ich nicht mehr hinschaue? Ein kleiner Scherz für dich, Logbuch. Satelliten sind nie schüchtern. Okay. Irgendwann muss ich mal herausfinden, wie die Zeit es schafft, sich träge wie Sirup dahin zu schleppen, sobald ich auf etwas warte. Derweil habe ich mich auf Gabbro gewandt. An Gabbro gewandt. Niemand weiß mehr über das gemütliche Vertrödeln von Zeit. Gabbro empfiehlt Folgendes. Gabbros 3 narrensichere Schritte zum Einschlafen. Erstens, entfache ein schönes, gemütliches Lagerfeuer und mach es dir bequem. Zweitens, blicke tief in die wohlige Wärme. Drittens, lass die Zeit entgleiten, während du dich von den Flammen in einem friedlichen Schlummer führen lässt. Wenn Gabbro wüsste, dass ich mir Notizen gemacht habe, dürfte ich mir wahrscheinlich was anhören. Aber ich lasse mir keine Sticheleien von einem Mitglied der Astronauten gefallen, das absichtlich leckere Marshmallows verbrennt. So, desto muss ich dann nächstes Mal wegmachen. Oh ja, weg, okay, alles klar. So, was haben wir hier eigentlich sonst noch? Mal gucken. Überblick, wie eine Qualms. Ne, warte mal. Wir gehen mal nur Süden, ne? Was ist das da? Also Funkturm. Mhm. So, ich gehe jetzt nochmal an den Südpol hier, ne? Also ich hab's mal zumindest vor. Einfach mal, um zu gucken, ob es dann überhaupt gibt, ne? Ah, guck mal, da ist wieder was. Also langsam habe ich das voll drauf, ne? So, guck mal da, ha? Unbekannt. Was ist denn das, was da so schön glänzt? Oh, da wäre die Fischauge-Perspektive. Waren da links und rechts? Wir gucken mal da drauf. Uah. Alter, was geht denn hier? Eigentlich wollte ich jetzt zum Südpol gehen. Hopp, wir gehen jetzt zum Südpol, bevor die Zeit rum ist. Zack. Sind ja schon bald auch sicher. So. So. Ohne war ich noch nicht. Au. Wäre ich ja nicht mehr hingekommen, wenn ich noch weiter so. Nee. So. Gibt's hier irgendwie was? Ist jetzt halt nicht was, ne? Und einfach nur der Südpol. Ne, da brauchen wir gar nicht gucken, ne? Aber finde ich interessant, dass der gar nicht mehr so weit weg ist, ne? Das bewegt sich. Notsignal. Moment, habe ich das schon gefunden? Aber es bewegt sich alles, ne? Ich gehe mal da weiter den Weg da hoch. So. 0,9 Ens. Interessant, wie hier die Schwerkraft sich halt ändert, ne? Auf dem Planeten selbst. Ist das so eine Höhle? Nein.
Ui, das war zu viel. Abbremse. Flupp. Ihr Leid. Ich habe eine Idee für morgen. Treibstoffmenge unter Grenzwert. Ja, macht nichts. So, ihr Leid. Ich habe eine gute Idee für morgen. Und zwar, wir gehen mit dem Anzug. Uah. Alter, guck dir das an, ey. Ah, wir müssen da weiter Luft, können wir es besser sehen. Wir gehen mit dem Anzug in den Geysiren hin. Was ist das da? Chats Forschungsaufzeichnungen, Eigentum von Chat. Ich habe ein seltsames Signal aufgefangen, das von irgendwo aus dem Hain in diesem Krater stand. Es ähnelt einem Signal, das vom Quantummond ausgesandt wurde. Also erscheint es mir logisch, dass zwischen den beiden Signalen zusammen... Ach, da gibt's einen, ne? Wir wissen nicht viel über den Quantummond, da noch niemand auf ihm landen konnte, aber hoffentlich wird uns die Erforschung des Signals aus dem Hain mehr Aufschluss geben. Quantummond? So war mal drauf. Das sind die Zwillingsdinger, das ist die Sanduhr, ne? Boah. Also das Rätsel, da habe ich richtig Bock drauf. Ich muss halt nur gucken, wir waren auf dem Rode, glaube ich. Und der hat aber halt gemacht, dass der Sand hingeht. Also müssen wir irgendwann hingehen. Oder ein Case Sand mehr da ist, oder was? Signaloskop ausrüsten, also... Scoutwerfer. Ach so, ja. Warte mal. Scoutwerfer. Holen wir zurückholen, ne? Fotomodus. Schnappschuss aufnehmen. Oh, fuck. Fuck. Das war Versehen. Fuck. Schnappschuss aufnehmen. Rechter Button. Ah. Ach, guck mal, ist das so... Ach so. Das fotografiert das Dingens da mit. Das ist aber seltsam. So, okay. Weltraumfunkwellen? Da ist doch der Hain, oder? Hain, na nicht. So, was ich sah wohl. Ja, ich habe vor, in die Geysirin zu gehen. Mit dem Anzug, weil dann ertrinken wir ja nicht. Das ist eine gute Idee, oder was? Das nehme ich mal für die nächste Folge vor. Aber die Folge jetzt... Ach, die geht jetzt auch schon wieder 3/4 Stunde, ihr Leid. Die beende ich jetzt. Wupp. Ja. Die Folge hier, die beende ich jetzt. Es wird wahrscheinlich eh gleich zu Ende sein hier. Und das beende ich, indem ich sah, ihr Leid, in der nächsten Folge, Schnips, gehen wir in die Geysir. Bleiben wir ein bisschen auf dem Planet erst und dann gehen wir in die Geysir und gucken, was passiert, okay? Alles klar dann. Dummodo, ist quasi Sonnenuntergang, mehr oder weniger. Mehr oder weniger. Schön. Und ja, so machen wir das. Ihr Leid. Allerhaupt dann. Bis morgen. Tschö. Es ist schwer hier Ends zu finden. Ja, ich weiß. Tschö.